So, meine lieben Leute. Ich habe da vorhin einmal den Dings angesprochen, der da rumläuft. Und dann habe ich gesehen, Ich habe schon einen Dreamer. Trotzdem vielen Dank. jetzt muss ich den ansprechen, und zwar genau dann wahrscheinlich, wenn er da vor dran steht. Ja, halt. Verbraucherin, Sie sehen heute absolut Jetzt geben wir die lange Eine Version. Minute Zeit für mich, damit ich Ihnen von der neuen So. Maschine erzählen kann. Jetzt geben wir die lange Ich Version. frage mich, was passiert, wenn ich... wie nervig. Ich frage mich, was passiert, wenn ich frage mich, was... So. Ja, ich habe tatsächlich eine Minute Zeit und ich würde gern mehr über diese Dream Machine erfahren. Bitte erzähl mir alles. Lass nichts aus. So, jetzt seht ihr mich nämlich nicht mehr. Versicherer und produktive Unterhaltung. Hä? Allein oder gemeinsam mit Freunden. Worties offizieller Dream Store bietet ein breit gefächertes... Tatsächlich ein Skate verrecken. Also. Cool. Also gang ich. Elektronikteile. Keine Ahnung, was das sein soll. Ein Foto von 2 Mädchen. Das ist das Mädchen, das ich vorhin gesehen habe. Ah, Und die andere, ist das Hannah? Sieht so aus. Sie passt zu Nelas Beschreibung. okay, jetzt kann ich ihr das Foto zeigen. Dann kommt sie wahrscheinlich aus der Dreamtime, ne? Abby und Hannah forever. Abby und Hannah für immer. Das Mädchen mit dem pinkfarbenen Haar ist Hannah. Die andere muss Abby sein. Sieht aus, als wären sie gut befreundet. Okay. Okay, das ist jetzt das andere Mädchen dort hinten. Jo, jetzt habe ich den... Dreamer-Konsolen. Was macht Hannah mit den ganzen Dream Machines? Wenn ich jetzt Zeit Sieht da nicht sehr brauche für bequem das... aus. Armes Mädchen in solchen Verhältnissen zu Hause. Da musste jemand aber schnell weg. Jetzt habe ich es... Das Nelas Würstchen? Ich hoffe, Hannah hat nichts davon gegessen. Jetzt habe ich sicher eine halbe Stunde gehabt, bis ich herausgefunden habe, wie das so geht dort mit die Luca kommen. Du. Halt. Sind das etwa Zeichnungen der Berge aus meinen Träumen? Und dieses Wesen, der Oola, wie ist das möglich? Olar, genau. Wie kann Hannah von meinen Träumen wissen? Der Olar. Vor Hannah. Süß. Also. Neue Dream Machine von Worty ist all das und mehr. Bestellen Gut. Sie, sagen Sie einfach Adi. wilden Träumen und nennen Sie Ihren Wunsch. Jetzt kann ich dort rein und ihr wahrscheinlich das Foto zeigen. Und dann kommt sie dann aus der Dream Machine, wahrscheinlich. Der Scheißbot ist gängig am Schweissen. Alle Mitarbeiter des Ei wurden einzig zu ihrem Schutz und Zuverlässigkeit abgestellt. Anordnungen sind auf der Stelle Folge zu leisten. Kein Widerstand, keine Frage. So. Abby.
Schau da, ich habe dir etwas. Du bist eine Freundin von Hannah, stimmt's? Was? Auf dem Bild sieht es so aus, als wärt ihr gute Freundin. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Jetzt geh endlich. Hannah ist in Schwierigkeiten und du musst mir helfen, sie zu finden. Ich weiß nicht, wo sie ist. Wir sind nicht mehr befreundet. Was ist denn passiert? Sie wollte, dass ich aufhöre, die Dream Machine zu benutzen. Sagt, ich sei krank, ich sei süchtig. Sie war meine beste Freundin. Mehr als das. Aber jetzt... Ich habe sie ewig nicht gesehen. Als ich sie das letzte Mal gesprochen habe, war sie nervös und hatte Angst. Warum hatte sie Angst? Das wollte sie mir nicht sagen. Sie hat gesagt, sie müsste eine Weile verschwinden. Sie hat ihr Nest verlassen und sich ein anderes Versteck gesucht. Ich weiß nicht wo. Ich glaube, sie hatte Angst, die würden sie loswerden wollen, wenn sie mit dem Job fertig sei. Wer sind die? Weiß ich nicht, klar? Ich hab's ja schon gesagt. Seither habe ich sie nicht mehr gesprochen. Und du hast keine Ahnung, wo ich sie finden könnte? Vielleicht hat sie dir gegenüber irgendwas erwähnt, einen Ort, wo sie sich verstecken könnte. Ey, habe ich ja schon gesagt. Nein, Es gab da noch ein Nest am Ende des Backsteinviertels. Sie hat mich da mal mit hingenommen. Aber dort habe ich keinen Sie Schlüssel. nannte es ihre Geheimhöhle. Niemand geht da rein. Man braucht einen anderen Schlüssel Ja, dafür als genau. für die anderen Schutzräume. Als sie nicht hingesehen hat, da habe ich mir einen Schlüssel geschnappt, der da rumlag. Falls ich mich mal verstecken müsste. Vielleicht ist Hannah ja dort. Aber ich weiß es ehrlich nicht. Bitte lass mich jetzt allein. Also- Wo ist der Schlüssel? Ich habe keine Ahnung, verflucht nochmal. Er liegt hier irgendwo, ich weiß es nicht. Kann ich jetzt zurück in meinen Traum? Die Dream Machines, die sind gefährlich. Ich halte sie für gefährlich. Du solltest sie nicht benutzen. Was soll ich denn sonst machen in diesem Rattenloch? Jura studieren? Oh, und jetzt verpiss dich in dein plüschiges Leben da oben und lass mich in Frieden. Ja, hä? So Teig da rumliegen, zeigt ihm. Ja, gib, merci. Ah. Endlich geht's ein bisschen vorab. Den drauf nehmen. Und dann tun wir den drauf. Sadeli. Okay, und dann gehen wir in Subito zur Anna. Jetzt endlich geht's ein bisschen vorwärts. Ja, ist es so, halt mit ein bisschen Adventure muss man auch einmal ein bisschen suchen halten. Gehen Sie ruhig weiter. Ich wusste, sie würde nicht schauen. Aber ich tue eigentlich eben schon nicht so schneiden, Schauen Sie mal. aber jetzt wirklich, eine halbe Stunde habe ich noch gesucht, jetzt vorher. Und dann eine ganze Folge noch suchen. Wenn ich schon eine gesucht habe, das bringt so nicht irgendwie. Das Ei am Himmel erinnert Sie. Herumlungern und unerlaubte Versammlungen sind in Gebieten unter der Verwaltung des Eis So. streng verboten. Bleiben Sie drin, angeschlossen und sicher. Kommt mit mir vorne. Hanna, hallo? Jetzt sicher noch da in das Loch kriechen? Ja, genau. Was doch sonst? Hau ab, verflucht nochmal. Bist du
Oh, sachte, tu das Messer weg. Wer bist du? Was willst du hier? Ich sollte ihr sagen, was ich hier will. Ich meine, sie hat ja keine Ahnung, wer ich bin. Das Beste, was ich jetzt machen kann, ist ruhig bleiben und ihr sagen, wer ich bin. Ich glaube, ich nehme Ich das sollte mit ihr sagen, was Queenie. ich hier will. Ich meine, sie hat ja keine Ahnung, wer ich bin. Queenie schickt mich. Queenie? Wieso? Sie macht sich Sorgen um dich. Sag ihr, sie braucht sich keine Gedanken zu machen. Sag ihr, mir geht's prächtig. Und jetzt raus mit dir. Ist das falsch gewesen? Echt das Falsche gesagt. Hey, G. Tu nicht. Zickig. Ich kann Queenie nicht einfach sagen, dass es dir prächtig geht. Sie wird Fragen stellen. Sie will wissen, ob... Mir geht's gut. Ehrlich. Abby sagte, Hannah habe Angst, sie laufe weg vor etwas. Ich glaube, es geht ihr gar nicht gut. Ich glaube ihr nicht. Es muss einen anderen Weg geben, zu Hannah durchzudringen. Abby sagte, Hannah habe Angst, sie laufe weg vor etwas. Ich glaube, es geht ihr gar nicht gut. Wenn's dir gut geht, warum läufst du dann weg? Wer sagt, dass ich weglaufe? Abby. Sie hat mir erzählt... Abby, so hast du mich also gefunden. Sie hat geplappert, diese Dupa. Sie war schon immer schwach. Ich habe ihr kaum eine Wahl gelassen. Ich musste dich finden. Sie wird es niemandem sagen. Sie macht dauernd Stress und sie ist süchtig nach der Dream Machine. Du fehlst ihr wirklich. Ich bin nicht für sie verantwortlich. Ich bin nicht ihre Freundin, nicht... Ich bin nicht gut für sie. Bei mir ist sie nicht sicher. Man wird ihr wehtun. Wieso? Wer ist hinter dir her? All diese Fragen. Wer bist du gleich wieder? Zoe, Castillo. Aha. Und was geht dich das alles an, Zoe Castillo? Für wen arbeitest du? Für niemanden. Im Ernst, Schluss mit der Paranoia. Queenie wollte, dass ich dich suche. Sie macht sich Sorgen. Das ist der einzige Grund, warum ich hier bin. Du solltest das zu schätzen wissen, dass es in deinem Leben Leute gibt, denen du etwas bedeutest. Meiner Erfahrung nach wollen die meisten was dafür. Vielleicht wärst du überrascht. Unterschätze die Leute nicht. Überschätze die Leute nicht. Ach, schau mal, ich hab da so Zeugs gemacht. Ein Job. Einen gefährlichen Job. Für ein paar sehr gefährliche Leute. Und jetzt muss ich aufpassen. Dann lass dir von uns helfen. Du kannst mir nicht helfen. Queenie kann mir nicht helfen. Keiner kann das. Wenn sie mich finden... Du hast echt keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast, oder? Und die hält keiner auf, klar? Also lass mich jetzt in Ruhe. Ob sie vor Mr. London wegläuft? Er ist der Boss der kriminellen Unterwelt von Propast. Er könnte damit zu tun haben. Vielleicht ist das Ei hinter ihr her. Die wissen bestimmt von Hannahs Gang. Und die passt ihnen sicher nicht besonders. Ich glaube, es ist eher Ob sie vor London. Mr. London wegläuft? Ich bin Mr. London selbst schon begegnet. Ich weiß, der ist ziemlich gruselig. Mr. London? Nee, ist klar. Gruselig. Die Leute, vor denen ich mich verstecke, sind viel schlimmer als London. Genug geredet. Geh jetzt zu Queenie, sag ihr, sie soll sich keinen Kopf um mich machen. Ich glaube nicht, dass das reichen wird, um sie davon abzuhalten. Na schön. Sekunde. Gib ihr das. Sag ihr, ich habe ihre Nachricht bekommen. Du hast deinen Job erledigt und... Sag ihr, ich arbeite dran. Diese Bilder in deinem Raum, hast du die selbst Du warst in meinem Nest? Ich war auf der Suche nach dir. Das gibt dir noch lange nicht das Recht, bei mir zu Hause einzubrechen. Suka. Die Zeichnungen sind von mir. Wieso? Ich kenne, was sie zeigen. Aus Träumen, Visionen. Schau mal, ich weiß, es klingt verrückt und ich kann es nicht erklären, aber... Sie stammen aus Träumen. Aus meinen Träumen. Und nein, ich benutze keine Dream Machine. Ich habe bloß komische Träume. Warum haben wir die gleichen Träume? Woher weiß ich, dass du nicht lügst? Ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, wer du bist. Hau doch ab. Schon gut, okay.
Ja, bist du die Erste, die träumt? Ist das möglich? Bitte geh, bevor dich jemand hier sieht. Das könnte die Erste sein, die träumt, die wir da Warte. gesehen in unserem Traum. Warte. Also, was? Stimmt das? Mit deinen Träumen? Ich erinnere mich nur an einen Traum, aber es hat viele andere gegeben. Ich leide unter Amnesie, aber mein Gedächtnis kommt langsam zurück und deine Zeichnungen... Ich habe diese Bilder schon mal gesehen, mit eigenen Augen. Das kann kein Zufall sein. Ohne Zufall keine Geschichte. Zoe, richtig? Zoe Castillo. Ich denke drüber nach, was du gesagt hast, Zoe Castillo. Wenn ich glaube, dass es wahr ist, komme ich zu dir. Und jetzt musst du wirklich gehen. Ich habe zu tun und man sollte dich nicht hier unten bei mir sehen. Okay. Alles klar, Hannah. So, also, dann müssen wir in dem Fall jetzt zurück zur Queenie, he? Schätze ich mal. Bürger, hören Sie der folgenden Durchsage genau zu. Ja, genau. Wenn Sie draußen nichts zu tun haben, kehren Sie bitte zurück in Ihre Büros oder Wohnungen. Ihre Kooperation ist willkommen. Gehen Sie ruhig weiter. Das ist eine kluge Entscheidung. Madame ist da. Sie erwartet Sie schon. Endlich kehrt sie zurück, die im Schloss lebt. Tut mir wirklich leid, dass ich so lange... Vorsicht! Sehr zerbrechlich. Ganz stillhalten, bitte. Flieg, meine Kleine. Straßen sind gefährlich. Meiden Sie Straßen. Gruppen sind gefährlich. Sie sehen müde aus, Miss Castillo. Ist alles in Ordnung? Ich schlafe in letzter Zeit nicht besonders. Nein. Und haben Sie gefunden, wonach Sie suchten? Sie meinen, ob ich einen Sinn in meinem Leben gefunden habe? Ich schätze, nach einem tieferen Sinn suche ich immer noch. Erwarten Sie nicht, dass es Sie trifft wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Sinn und Zweck sind selten eine Offenbarung, eher ein langsames Erwachen. Und Sinn ist, was man daraus macht. Ich finde viel Freude und Sinn darin, meine kleinen Kreaturen zu bauen. Also, gibt es Neuigkeiten über unsere Hannah? Ich nehme an, deswegen sind Sie heute hier. Sie hat mich gebeten, Ihnen das hier zu geben. Sie sagt, es gehe ihr gut und sie arbeite daran. Was meinen Sie, wie es ihr geht? Glauben Sie ihr, wenn sie sagt, es gehe ihr gut? Ja. Es gibt keinen Grund, Queenie zu beunruhigen. Ich bin nicht sicher, ob das Hannah hilft oder Queenie dazu bringt, unseren Wahlkampf voll und ganz zu unterstützen. Ich will Queenie nicht beunruhigen, aber Hannah klang nicht gut. Kann sein, dass es unserer Wahlkampagne schadet, aber ich glaube, das sollte ich nicht vor ihr verbergen. Ja. Ehrlich, ich glaube nicht, dass es ihr gut geht. Sie hat Angst. Ihre Freundin Abby hat mir erzählt, sie habe sich versteckt gehalten. Sie hat Angst vor etwas. Vor jemandem. Vor wem hat sie nicht gesagt? Abby wusste es nicht und Hannah war nicht sehr mitteilsam. Sie vertraut nicht vielen Leuten. Selbst mir traut sie kaum. Ja, und das dabei habe ich. Naja, ich hoffe, ich habe ihr Grund genug gegeben, mir zu vertrauen. Aber sie hat ein schweres Leben gehabt. Armes Mädchen. Ich weiß ihre Ehrlichkeit zu schätzen, Zoe. Danke, dass Sie sie aufgespürt haben. Wo ist sie jetzt? Kann nicht schaden, Queenie zu erzählen, wo sie Hannah findet. Kennen Sie diese gelben Türme? Das sogenannte kabellose Stromnetz. Wie meinen Sie das? Sie waren nie Teil des Netzes. Diese Türme wurden für andere Zwecke gebaut. Was ist mit ihnen? In den Gängen darunter leben Kinder. Sie nennen sie Nester. Wie Sie schon sagten, es ist eine ganze unterirdische Stadt. Hannah versteckt sich in einem dieser Nester hier im Backsteinviertel, gleich hinter der Treppe zum Plaza. Ich bin froh, dass Sie es mir gesagt haben.
Ich werde Ihr Vertrauen nicht missbrauchen und Sie aufsuchen. Ich bin nur froh zu wissen, dass sie in der Nähe ist. Ist echt das gut, da? Oder ist echt das auch ein Verräter, die Kleine? Aber irgendwie, die trauen der irgendwie eben noch. Das sogenannte kabellose Stromnetz? Was bedeutet das? Ich bin sicher, sie hat viel zu tun. Was sind das für Türme? Das weiß ich nicht. Nur, dass sie nie für das kabellose Stromnetz benutzt wurden. Sie wurden erst gebaut, als dieses System gar nicht mehr in Betrieb war. Ich habe Vermutungen, aber dazu ein andermal. Sie haben viel mehr getan als Ihre Pflicht, Zoe. Sie haben bewiesen, dass Ihnen etwas an unserer Gemeinschaft liegt. Und obwohl ich immer noch um Hannah besorgt bin, weiß ich jetzt immerhin, dass sie lebt. Also gut, Sie haben mich um Unterstützung gebeten. Und Sie sollen sie haben. Ich werde Ihre Kandidatin befürworten. Das Backsteinviertel steht hinter der Einheit. Und Lea Uminska. Ja. Weil, die hat ja, macht ja da, wie sagt man, wird ja von der Industrie da unterstützt. So. Ich weiß nicht, was Barutis Ermittlungen ans Licht bringen. Ja. Vielleicht sind die Einheit und die Uminska ja unschuldig. Aber ich muss Queenie die Wahrheit sagen, egal welche Konsequenzen das für unsere Kampagne hat. Ja. Auf alle Fälle. Ich wünschte, ich könnte ihre Unterstützung einfach annehmen, aber ich kann es nicht. Nicht jetzt. Und darf ich fragen, weshalb? Lea Uminska ist möglicherweise in etwas Illegales verstrickt oder zumindest etwas ethisch Fragwürdiges. Das wissen wir noch nicht genau. Das ist bedauerlich. Wenn auch nur die Möglichkeit bestünde, dass Ihre Partei in etwas Unangenehmes verwickelt sein könnte, wäre es mir unmöglich, Ihren Wahlkampf zu unterstützen. Es tut mir leid, Miss Castillo. Aber es steht zu viel auf dem Spiel. Ja, ich hoffe außerhalb. sehr, Ihre Ermittlungen fördern keine zwielichtigen Machenschaften zutage. Aber ich fürchte, das bedeutet, ich kann die Sozialdemokraten nicht unterstützen. Ich hoffe, Sie verstehen meine Lage. Oh ja, und es tut mir wirklich sehr leid. Mir ebenfalls. Sollten Sie jemals Hilfe bei etwas anderem brauchen, ich bin hier. Das bin ich Ihnen schuldig. Ich fürchte, ich habe zu arbeiten, also muss ich Sie bitten zu gehen. Was Sie und Mr. Mafane betrifft, so hoffe ich, dass Ihre Ermittlungen keine Unregelmäßigkeiten zutage fördern. Guten Tag, Miss Castillo. Oh, bevor Sie gehen... Ja? Sie sagten doch, Sie schliefen nicht gut. Träumen Sie denn? Ständig. Ja. Achten Sie auf Ihre Träume, Miss Castillo. Unterschätzen Sie sie nicht. Ich weiß noch, als Sie das erste Mal hier waren, sagte ich Ihnen, Sie seien nicht ganz hier. Und das sind Sie nicht. Ein Teil von Ihnen ist in Träume versunken. Und ein Teil von Ihnen ist ein Traum. Sie sind nicht ganz hier. Das macht mir Sorgen. Ich denke, Sie müssen sich vor allem erinnern. Und Sie müssen aufwachen. Was meinen Sie damit? Ich weiß es nicht. Wie ich schon sagte, ich habe zu arbeiten. Aber vergessen Sie nicht, ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ich werde dran denken, Queenie. Scheißbot ist fertig, schau. Ja, war gut. Also. Bleiben Sie sicher. Bleiben Sie drin. Bleiben Jetzt können wir hören, wie sie fluchen da. Mira. Ritt.
Komm, ich will mal mit dem Witt schwätzen. Ich weiß, dass Mira sich um Whit gekümmert hat, als sie noch Kinder auf den Straßen von Mumbai waren. Sie liebt ihn. Und ich glaube, er würde so ziemlich alles für sie machen. So, Mira, wo bist Und wie ist es gelaufen? du? Ah, hier. Ich habe die Daten. Du bist also doch zu irgendwas nütze. Was eine Überraschung. Da bist du. Komm mal her. Ich saug mir den Kram runter und entschlüssele ihn. Schauen wir mal. Einfache Verschlüsselung. Standardprotokolle des Syndikats. Schauen wir mal. Ich weiß nicht recht, was ich da sehe. Finanztransaktionen, Süße. Ziemlich große. Von mehreren Schattenkonten auf das Partei... Ach du Scheiße, was haben wir denn da? Die Einheit kassiert Schmiergeld? Tja, offensichtlich. Das hier sind ganz normale Konzernschattenkonten. Wird nicht schwer sein, die Transaktion zurückzuverfolgen. Nein, ich rede von dem restlichen Kram. Da gibt es detaillierte Aufzeichnungen von Treffen zwischen der Uminska und Konstantin Wolf, arrangiert und im Beisein von Managern der Watty Corp. Was? Herrgott nochmal, die Matachots haben alles dokumentiert, als wäre es einfach Business as usual. Was für ein Haufen Gandus. Und sieh dir das an. Du weißt doch, es gab Diskussionen, ob die Dream Machine reguliert werden soll. Ja, die Ominska ist immer eine absolute Befürworterin der Regulierung gewesen und... Dem hier zufolge erteilt die Uminska, wenn die Einheit gewinnt, Watty den Freibrief zum Verkauf von Dream Machines und den Betrieb von Traumemporien in Europolis. Watty Corp könnte die Nutzung der Dreamtime künftig mit Genehmigung der Regierung anbieten. Jedem, überall, ständig, uneingeschränkt. Die Uminska ist also gar nicht die messianische Figur, auf die diese Stadt gehofft hatte. Das war's dann mit meiner Stimme. Ab in die Tonne. Und was genau willst du damit sagen? Ich sage, die Bestechungsgelder und Provisionen sind nur ein Teil der Story, Süße. Ich sage, die Uminska kungelt nicht nur mit Konstantin Wolf, sondern auch mit der Watty Corp und der Teufel weiß mit wem sonst noch. Ob's da um Geld geht oder um Macht oder um sonst was, wer weiß. Die können die Wahl nicht beide gewinnen. Mit anderen Worten, es ist übel. Übler als übel, Süße. Das könnte das größte, übelste Ding sein, seit die Watty Corp das letzte Mal Schlagzeilen gemacht hat, weil sie versucht hat, uns zu verarschen. Ich verstehe immer noch nicht, welchen Nutzen die Uminska sich von der Zusammenarbeit mit Konstantin Wolf und Europas Erwachen verspricht. Ich bin sicher, die Antwort findet sich da irgendwo. Der Scheißhaufen ist mehrere Terabyte groß. Wir haben gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Aber das ist nicht mein Problem, sondern deins. Bitteschön. Ach du Scheiße. Was mache ich jetzt? Deine Daten, dein Problem. Ich kann dir nicht sagen, was du damit machst. Nur was ich machen würde. Die Welt hat ein Recht, das zu erfahren. Wenn es geheim bleibt, hat niemand was davon. Wenn ich du wäre, würde ich es veröffentlichen. Anonym. Gut für uns beide, dass du nicht ich bist. Egal, wie auch immer du entscheidest, Süße. Sei vorsichtig. Es werden Köpfe rollen. Sorg dafür, dass deiner bleibt, wo er ist. Ach, und schlepp mir ja nicht das Ei an. Ich würde alles leugnen und dich den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Nicht bös gemeint, Kotria. Schon klar. Ich habe dir die chiffrierten Daten auf deine Iris hochgeladen. Sie sind an dein Stimmprofil gekoppelt. Mach damit, was immer du machen willst. Und halt mich aus der Sache raus. Ja, also. Zur Hand? Wer ist denn die Hand? Hä? Ah, eben. Veröffentlichen oder. Oder zu Baruti bringen. Veröffentlichen. Hey, das ist jetzt noch eine blöde Entscheidung. Soll ich jetzt das veröffentlichen oder soll ich es zum Baruti bringen? Aber ich weiss ja nicht, was da noch alles im Gürbi hat, der Baruti. Gut, er hat mir ja den Auftrag gegeben, für die Ecke zu schauen. Einzig zu
Eigentlich. Sicherheit abgestellt. Anordnungen sind Wie weit bist du denn so mit, naja, mit allem? Bin eigentlich gerade fertig. Wo wollen wir uns treffen? Im Cabana am Sonnenscheinplaza? Ich könnte dringend ein bisschen Doping gebrauchen. Komm hin, wann immer du soweit bist. Mach ich. Saftiger Doppelkauburger. Knusprig. Ja, aber der Sally ist so eine, Kau gibt's jetzt 2 zum Preis von 1. ein Ding, so ein Journalist, der einfach sensationsgeil ist, irgendwie. gefährlich. Meiden Sie Straßen. Gruppen sind gefährlich. Meiden Sie Gruppen. Ja, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Die ist mir noch schwierig. Du siehst aus, als könntest du eine Wegbeschreibung brauchen, Baby. Soll ich auch machen? Ja, wir schauen. Ich tue mir das noch ein bisschen überlegen und im nächsten Part sehen wir's. Bis dann. Tschüss. Ciao zusammen.